siehst du mir das Haus hier, die Fußgänge, so. Und wenn da irgendwann morgens für die Bagger anrollt, ist doch ganz klar, dass man da hingeht. Ja, dann ist es zu spät, Rita, genau wie in der Niederfeldstraße 5. Das ist immer zu spät, meine Güte, wenn wir jetzt drin sind, mit dem Bagger anrollen. Auf jeden Fall, dass wir zwei Sachen bei der Hausbesetzung, die wir jetzt hier gemacht haben, die einfach die sind in der Hose gegangen. Das eine ist das Bayerhaus, dass wir die Konfrontation mit dem Bayer und der Stadt Leverkusen, die wir hier nicht haben, wo sie eigentlich das Abend haben wollten, beschlossen haben. Und das zweite ist irgendwie, wenn da drüben ein Haus leer steht, na klar schaffen wir das nicht heute Abend oder morgen, das zu besetzen und beides gleichzeitig zu organisieren. Aber ich denke, am Ende der Woche ist es theoretisch möglich, das andere Haus ebenfalls noch zu besetzen. Und dann ist es ja eine Frage irgendwie davon, wie weit sind wir hier. Sieht so aus, als könnte man das Haus halten, weil das ist ja bis dahin wird das offizieller sein. Und zusätzlich irgendwie gibt es Leute, die also hier einziehen bzw. drüben einziehen würden. Eine Situation ist doch selten der Fall wie jetzt. Das 20 Häuser so dicht nebeneinander liegen, das kriegst du sowieso nicht mehr wieder. Wenn man überhaupt zwei Häuser gleichzeitig in Leverkusen mit dem Potenzial von Leuten besetzen kann, jetzt, dann kann man das nur dann, wenn es so zusammenhängt wie jetzt. Ne? Das ist ja Rufweite beinahe. Können wir mal brüllen, die kommen, alle runter. Das ist eine einmalige Situation. Wenn das erstmal weg ist und wir haben den anderen in Schlebusch, dann sieht das völlig anders aus. Also ich meine jetzt auch wegen dem Beispiel aus Schlebusch, da weiß der Teufel, wo der aufs Land geht, sowieso nicht. Das ist die einzige Möglichkeit in so einem Fall. Und ich weiß nicht, wie lange man zuwarten kann. Ne? Der Ball ist ja auch nicht doof. Ja, dann wir sollten uns irgendwie davon abhängig machen, jetzt heute Abend, wie aus, wie viele Leute da sind, wie viele Leute, die bei uns werden. Das können wir nicht davon ab. Wenn wir mehr Leute brauchen, müssen wir mehr agitieren, müssen wir mehr mobilisieren. Ja, es muss irgendwie heute Abend auch festgestellt werden, wie viele Leute effektiv in der Lage sind, tagtäglich oder in den nächsten Tagen hier zu sein und wenn wir das andere Haus besetzen. Ja, Freund, wir stehen doch vor einem ganz dicken Ding. Also wir haben doch jetzt am Donnerstag, von Donnerstagabend bis Montagmorgen ist niemand mehr verpflichtet. Da haben wir den Freitag frei, den Samstag frei und den Sonntag frei. Das ist eine ideale Ausgangsvoraussetzung, dass die Häuser hier total voll sind. Wenn wir Samstag hier noch eine Fete machen würden wir uns also heute Abend noch ein bisschen zusammentun und überlegen, dass wir hier ein Fest feiern. Ne? Dann ist die Bude hier gerammelt voll, dann sind hier 150 Leute, das schwöre ich. Ja gut, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir gesagt haben, zumindest heute Morgen, wir wollen versuchen, hier intensivst anfangen, das Haus oder zumindest eine Etage oder zwei Etagen sogar zu renovieren. Und das ist tierisch viel Arbeit, was das Zeug besorgen betrifft und die Sachen dann anzufangen. Das sollte man echt nicht vergessen. Da sind durchaus 20 Leute die ganze Zeit tagsüber mit beschäftigt, die ganze Sache in der Art so über die Bühne zu schieben, dass man sagen kann, hier können Leute einziehen. Ja, Moment, das haben wir jetzt gesagt. Wir haben so angefangen zu diskutieren. Aber ich sage, es ist falsch, jetzt hier anzufangen zu tapezieren und zu streichen. Wir müssen uns das jetzt so herrichten. Das ist da muss ich erstmal einen Vertrag für haben, um die Arbeit zu investieren. Das mache ich vorher nicht. Das wäre Blödsinn. Wenn ich also weiß, ich kriege vom Landschaftsverband keinen Vertrag, also das stellt sich bei der Sache raus, es wird zu durcheinander oder die machen das einfach nicht. Dann wäre ich doch idiotisch, wenn ich dann hier auf einmal wie ein Wilder eine Wohnung herrichten würde. Ich richte natürlich nach wie vor mich hier ein, zu bleiben. Hier so lange drin zu wohnen, so lange zu leben wie eben möglich. Das ist Logo. Aber mit der eigentlichen Renovierung, was ich jetzt darunter verstehe, also dass man auch zum Beispiel Strom und Wasser hat. Wir kommen hier monatelang ohne Strom und Wasser aus. Wir brauchen gar kein Strom und Wasser. Ich wüsste im Moment echt nicht wofür. Ich würde auch zum Scheitern, dafür brauchen wir echt Wasser. Ich will nicht auf eine Taktik festlegen. Wenn wir heute Abend oder morgen erfahren, was der Landschaftsverband jetzt genau vorhat, ob der uns hier rausschmeißen will oder was der mit der Show hat, dann können wir... direkt schon erste Voraussetzungen. Dann können wir uns auf dieses Haus hier zum Beispiel spezialisieren. Und dann können wir hier die Power reinstellen. Ich kann mir vorstellen, dass du hier 3 Wochen drin sitzen kannst, ohne dass einer mit dem Finger schnippt. Und dann plötzlich mit einem Schlag. Das ist alles viel zu theoretisch. Es hat Leute gegeben, die haben Jahre in besetzten Häusern gesessen in Berlin und auf einmal in einer Nacht von einem Tag aufeinander. Das kann nicht passieren zwischendurch. Das kann hier auch passieren. Der Landschaftsverband wird den Teufel tun, die erzählen, was hier ist. Deswegen, weil die Chance ist wirklich, dass sie es euch erzählen. Ne? Das ist uns erzählen, das ist möglich. Ja, das ist eine Chance als jemand, der sich offiziell daran wendet. Aber es ist Hackgang. Montag haben sie das abgerissen da drüben, ne? Dann ist das hier leer und da hinten das steht ganz offensichtlich auch leer. Ne? Und da scheint auch was Dunkles im Gange zu sein, denn man lässt nicht umsonst die Gardinen da hängen und die Klingelschilder mit Namen drauf und so was. Also das Haus erweckt total den Anschein von außen, so oberflächlich gesehen, als wäre es bewohnt. Und dass dahinter eine Linkerei steckt, das riecht man auf 50 Meter. Und dann ist man von der Argumentation her, auch für dieses Haus, nur stärker, selbst wenn man das andere wieder verlieren
kannst du eigentlich was verlieren halt. In dem Moment, wo die Polizeihundertschaft anrückt, da kannst du das mit dem oder mit dem aber ein bisschen über Verlieren reden. Also ich meine, Da musst du da in die Luft gesetzt und hier in die Luft das gesetzt. Problem ist halt nur, ne, also diese Sache nochmal, die Sache, die wir vorhatten, das mit diesem symbolischen Bayer ist einer der größten Stadtzerstörer hier in Leverkusen. Richtig. Und das Haus hier gehört nicht Bayer. Aber das da hinten war. Aber das da hinten gehört Bayer. Ich finde, das ist Argument genug und das steht leer. Und wir hatten immer vor, bis wir vorhin dummerweise festgestellt haben, das Haus gehört dem Landschaftsverband, ein Bayerhaus oder ein Stadthaus zu besetzen. Ne? Das ist unter anderem Argument genug zu versuchen, irgendwie das in den Kopf reinzukriegen, dass wir in den nächsten Tagen, wenn sich das machen lässt, das andere Haus auch besetzt. Für mich, wenn das andere Haus auch dem Landschaftsverband gehören würde, dann wäre es für mich... Also ich verstehe überhaupt nicht, heute Morgen war doch noch so der Gedanke hier, dass wir anfangen, das Haus zu renovieren. Dass hier auch eine ganz klare Forderung hintersteckt, dass das nämlich nicht nur einen Symbolcharakter hat. Ne? Sondern dass wir sagen, dieses Haus soll erhalten bleiben und wir wollen hier Wohnraum drin haben. Und dass wir deshalb anfangen zu renovieren. Und das hast du heute Morgen auch gesagt. Und jetzt sagst du, Hab ich auch gesagt. jetzt sagst du, Das andere auch so. Das andere auch so. Sei auch mal was realistischer. Du kannst ja sowieso noch nicht anfangen, solange die Elektrik nicht klar ist. Du kannst hier nicht Tapeten an die Wand hängen, wenn du später alles wieder runterreißen musst. Und so weiter. Von daher tun wir im Prinzip alles dafür, dass wir genau das machen, was der Wildbesitzer und das hier vielleicht provisorisch einigermaßen hier. aber das verstehe ich nicht, warum schreiben wir so ein komisches Text an den Nachbarn, wo drin steht, dass wir renovieren haben. Das verstehe ich auch Wir renovieren doch hier auch. Fensterscheiben und schon drin. Auch gemeinsam. Also vorhin ist an die Rumi am Schreiben, das war mit den Leitungen hier, da waren auch die Leitungen hier und in den oberen Stockwerken sind okay, ne? Also hier kann man zum Beispiel einfach tapezieren, das ist auch kein großer Aufwand. Man kann auch andere Sachen machen, hier mehr einrichten und so, dass man hier vernünftig halt was wohnen kann. Und du kannst nicht hier irgendwie auch die Leute mit ihren ganzen Klamotten reinsetzen und die richten Du hast aber insofern in einer Hinsicht recht, den Stadtteil bilden und der Bevölkerung hier bilden, wäre es natürlich, wenn du wirklich renovierte Wohnung in so einem Haus vorzeigen kannst. Aber das ist natürlich auch irgendwo etwas überraschend. Ich könnte mir vorstellen, dass man versucht, eine Etage, wegen der oberste, so weit zu renovieren, dass die Leute hier fest wohnen können, die auch davon ausgehen, dass später, wenn man das Haus wirklich bekommen könnte, auch Dauer hier wohnen, die natürlich nicht unbedingt mit der Stereoanlage sagen wir mal, mit noch einigermaßen normalen Kram, die oben wohnen und bitteschön auch ein bisschen Ruhe brauchen. Du kannst nicht Leute haben, die normal wohnen, die dann immer mit so einem Pulk von Leuten behelligt werden, die sagen mal oben normal eine einigermaßen ruhige Zone haben, wo sie auch die Leute rausschmeißen können. Und hier unten die Leute in dieser Etage normal, also so wie die Situation jetzt ist, also auch hier sind. Ne? Aber dass ein paar Leute hier fest einziehen, die Stammpublikum bilden, das sollte man möglichst schnell erreichen. Einfach weil die auf Dauer die Kontinuität sichern können. Das können die anderen auf alle machen. Ich denke, da drüben ist was Wir streichen. Da kriegen wir uns aufgrund von Stärke, politischer Stärke, von Öffentlichkeit. Und die ist größer. Unsere Stärke ist größer, wenn wir eine zweite erfolgreiche Besetzung durchziehen würden. Würden also 3-4 Tage, nachdem wir hier das einigermaßen im Griff haben, noch ein zweites Haus dazu besetzen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir unsere Kapazitäten mit reinkriegen. Dass wir fragen, wie viele Leute bleiben regelmäßig da und wie viele Leute auch wieder Aber Leute, vielleicht eins, das kann ich ganz schnell erzählen. Es war ja alle Häuser hier deshalb, damit er sie abreißen kann. Denn jedes Wohnhaus, das hier abgerissen wird, schafft ihm Lärmprobleme, die er mit dem Gewerbeaufsichtsamt hat, vom Hals. Jedes Haus, das hier abgerissen wird, schafft ihm den 300 Meter Abstandserlass. Der Bayer muss jede Produktionsanlage, die er drüben abreißt, darf er nicht wieder aufbauen, weil die Wohnhäuser zu nah am Bayer sind. Reißt der Bayer aber eher die Wohnhäuser ab, kann er alle Produktionsanlagen stehen lassen. Und das ist der Dreh. Das hat der Weiser auch neulich ganz klipp und klar erklärt. Deshalb kaufen die jedes Haus auf und reißen es ab. Und dann schaffen die 300 Meter Gasse, die sie brauchen. Und in dem Moment können sie jede Produktionsanlage stehen lassen. Das ist der ganze Dreh. Der zieht hier den Bayer um den Abstandserlass. Der hat konkrete Interessen. Das ist nicht irgendwie so Larifari, dass der Bayer hier mal ein paar Grundstücke kauft, sondern der will, der hat ganz klare Interesse an dieser Sache und die formuliert der Weiser auch ganz klar. Die A59 ist eine tote Hose. A59 läuft in den nächsten paar Jahren nichts mehr. Kein Stück.